Willkommen zurück, Freunde, zu Breath of the Wild wieder. Wir sind hier, um die Quest des kleinen Jungen zu lösen. Sprich, es geht eigentlich um diese Quest hier. So. Jetzt die Frage ist ja, wo ist das irgendwie seltsame Teil versteckt? Ich habe eine Vermutung. Und zwar, ich bin relativ richtig. Also Vermutung heißt, ja, wie soll ich sagen, ich wollte schon nachgucken. Ob es echt das ist, Moment, ich muss ein bisschen zurück. Ich muss da rüber. Aber das Problem ist halt, ich konnte es nicht genau testen. Moment, ich habe es vorhin hier gesehen. Waren sogar da unten? Und da bin ich jetzt hier komplett. Hey. Moment. Anfangssituation. Ah, da oben. Da oben war's. So, man kommt hier vom Weg her hier hoch. Dann kann man hier hochlatschen, hochklettern, wie auch immer. Und, ja, ist irgendwie... Ne, ist nicht irgendwie doof gemacht. Muss nur richtig hingucken. Von hier aus sieht man es wieder. Das ist doch keine Schatzkiste. Logisch. Man muss da einfach halt reinballern und tschüss. Also ich hoffe, es ist das, sonst ist ja noch ein Problem. Hä? Erzbohrer? Was zum Teufel? Eine Erzbohrer. Okay. Ich hoffe, das ist etwas, das man behalten kann. Sieht zumindest cool aus. Aber es ist keine Waffe, die irgendwie, ich soll sagen, irgendwie als Schatz so abgelegt wurde oder als wichtiges Material. Also könnte es durchaus sein, dass wir es behalten dürfen. Hier. Wer was mit dem Gerät? Haben wir gefunden. Der Erzbohrer, den er selbst versteckt hatte. Kann ich ihn mir gerade mal ansehen? Guck mal. Also ganz glauben kann ich es ihm noch nicht, aber es scheint tatsächlich mein Erzbohrer zu sein. Stimmt schon, der Mann ist laute Geräusche aus der Richtung. Hat er etwa wirklich? Du scheinst tatsächlich mein Versteck durch Schaden den Erzbohrer gefunden zu haben. 1:0 für dich, Shane. Das heißt, du kannst den Erzbohrer behalten. Viel Spaß damit. Danke. Und jetzt? Ja. Nämlich Spavel heißt er. Lululululu. Cool, ja, ein Erzbohrer. Ist echt nur dafür da? Auch hartes Erz zu durchdringen. Wobei ich mich auch frage, hartes Erz. Klingt natürlich cool, gar kein Thema, muss man gar nicht lange diskutieren, aber mir geht es eher um die Frage, ja, Erzbohrer, was bringt mir das im Detail überhaupt? Ich meine, was ist der Vorteil gegenüber anderen Waffen, die ich so habe? Oder ist einfach halt eine Lanze, mit der ich auch die Dinge hier platt machen kann, weil man sonst halt immer nur Spalter und so ein Zeug halt bräuchte oder braucht. Könnte ja auch sein. Oh ne, die hier. Wir können es theoretisch gleich mal kurz testen, wa? Ja, sind einfach nur dafür. Gut. Darf es ruhig explodieren, mir macht das nichts. Kein Brennfaktor. Hier geblieben, hier geblieben. So, Coronia, hä? Ja, Coronia. Mir fehlt ihm noch ein Corone. Für eine Psych. Ich soll jetzt echt ein bisschen hier rumlatschen und nach dem Dingsbums da suchen. Dann haben der auf da endet. Der könnte echt überall sein. Und vor allem das Gemeine ist, es gibt ja auch Corone, die gar nicht ein Coronia sind. Also was heißt gemein? Ist ja logisch. Es können ja irgendwie alle hier sein, aber... Vielleicht einer von denen, die... Ja... Ihr versteht, was ich meine, aber... So, wisst ihr was? Wir können ein bisschen Lorefahrt hier machen.
Toll. Solange ein bisschen eleganter werden. So, auf das Teil. Ich glaube, das ist immer noch die alte Methode. Eine Lorenfahrt, die ist lustig, eine Lorenfahrt, die war kurz. Sehr kurz sogar. Hey, ich komme da schon mal. Ist zumindest ein Schrein hier, also. Wo ist hier ein Schrein? Da ist ja der Schrein. Es ist der Schrein der Schreine. Hallo, Goronen. Wer will mir mitkommen? Im Dorf suchen ist eh Quatsch. Ich war ja schon mal hier. Hugo. Nee, ist auch falsch. Noch nicht, das war Hurak. Willst du welche? Nee, danke schön. Verbrenn dich doch. Ach, auch Hülsgefällig? Nee, danke. Ich kann mir sogar vorstellen, dass... Ramella. Brennt heiß, das Geschäft, regionale Saphire werden, also wir 10 Saphire. Aber überhaupt 10. Ja, eben. Egal, ob es vielleicht irgendwie so... Angenommen, hier wäre ein Gerudo im Dorf der Goronen. Dass die dem vielleicht Lust hätte mitzukommen. Nur so rein theoretisch, ja. Jetzt komme ich hier eigentlich rein. Tore, ne, das ist auch der falsche Name. Wohlkunst. Was? Also. Übernachtungen! Ja, scheint noch Leute. Leute vor allem. Auto! Hülo. Nee. Ja, da wird nichts mehr, Freunde. Das wird auch nichts mehr. Wir haben eh noch ein paar Dinge zu tun hier in der Nähe, also kein Ding, aber nicht irgendwie gesagt, dass er hier nach runter will, weil da irgendwie was Geiles war oder so. Ich glaube sogar hier war. Ja, okay, wir haben 3 Rivali Sturm, 2 für darüber, 1 für darüber, okay, könnte klappen. Könnte aber auch knapp werden. Ein bisschen mehr Speed wäre auch nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, bei weitem nicht so gerne wäre. Ah, komm, was soll's. Ja, schade, dass man die Fähigkeit nicht erweitern kann, wa? Zack, nehmen wir ein bisschen Lorenfahrt. Ja, komm, warum nicht? Wer kann, der kann. Bauen alle ab. Einmal. Nee, nicht so. Nur besser. Irgendwie scheint meine Definition von Lohnfahren nicht so ganz zu verstehen. Dankeschön. So, jetzt bin ich hier. Ich wollte zu Beginn des Parts da oben wollte dann runtergleiten. Na, ich glaube, irgendwie so war's. Das war, glaube ich, so meine vage, mutige Idee, oder? Vor allem eine bescheuerte Idee, doch, da unten.
So, ich behaupte, da ist einer. Was habe ich alles? Steinspalter, checkt. Eispfeile, checkt. Okay. Jo, hat er recht. Aua. Ich meine gerade, der Faust vielleicht irgendwie auch Sinn machen würde, mit der Eiswaffe ihn abzukühlen. Nein! Oh, Alter! Auch ein bisschen doof von mir. Das war vor allem gerade ein bisschen knapp. Oh, das hat Schaden gemacht. Ah, mit Urboser Stunnen. Ja, warum eigentlich nicht? So, jetzt nicht mehr nötig. Und tschüss. Wow. Alter. Also die Dinger Platz zu machen, das lohnt sich echt. Weil auch die Frage ist, ob die überhaupt wieder nachspawnen würden. Ich glaube eher weniger. Jo, eine geile Idee, wie kommen wir jetzt wieder raus? Das ist die andere Idee. Frage. Keine Idee, sondern Frage. So, egal. Gehen wir dann zurück, weil eben, Idee ist jetzt hier rübergeladen. Das heißt, mit Rivalis Hilfe von hier aus müsste es relativ geil werden. Wir gucken mal. Amiibo nicht zu vergessen, wa? Ah, ja, der Todesberg. Obwohl ich ja generell, ja, sagen wir jetzt mal, nicht so der Feuerfan im Real Life bin oder von großer Hitze, ich sag's mal so. Ich muss doch sagen, bin ich erstaunt, wie oft ich gerne in Feuergebieten in Spielen abhänge. Im Gegensatz zu Wasser. Ist eigentlich immer der Kontrast, weil Wasser, also real Leben habe ich lieber Wasser, auch lieber Regen als Hitze. Muss mal so zu formulieren. Videospielen ist ja das Gegenteil, was vor allem daran liegt, weil Wasserwellen halt immer so, ja, auch in der Steuerung, so unter Wasser und so weiter, ist immer so ein bisschen, Meistens, nicht immer, meistens. So, nicht zu nah ran, das mag er gar nicht. Kommt am Laser drin. Da muss ich sagen, ist echt geil, halt, ja, wie wir jetzt, sag jetzt mal. Wenn man das erste Mal halt jedes Gebiet eins betritt und so, dann muss man auch darauf aufpassen, braucht den Trank noch, oder kann da noch nicht hin, etc., etc. Und nach anderen Fähigkeiten fehlt nicht so wie eigentlich alles haben, nach aller Rüstung und so weiter, nochmal zurückzukehren. Für halt doch Story-Dinge, aber andererseits halt auch, weil es einfach geil ist, wieder zu entdecken und so. Das hat schon was für sich. Krass, von hier aus sieht es aus. Das wissen wir, ist ein Schrein. Den haben wir bereits gemacht, deswegen leuchtet er blau. Das sieht von hier aus wäre es ein Schrein, den wir gar nicht gemacht hätten. Was ja sein kann, weil sonst wird bereits das Ding reklamieren, der Shika-Sensor. Aber es sieht echt so aus. Das Spiel jetzt reagiert doch gleich wieder. Oh, ich spinne. Das ist nur das, ich spinne mal wieder. Was ist denn das für ein Teil hier? Also Teil, Gebiet. Also ein paar schwarze, ist klar. Also ein blauer zum Bewachen. Ein paar schwarze, No. Schneidklippen. Du musst einen richtigen Schneid dafür haben. Versteht ihr? Egal.
Man fragt sich natürlich wieder, Revalis Sturm ist bereit. was bringt das hier überhaupt? Natürlich abgesehen davon, dass wir hier ein paar Dinge machen können. Da ist ein Landungspunkt. Wir gucken mal, wa? Oh nein. Zum einen der Schrein. Es sind mal Ganons Tage. Ja, super. Hallo Ganon. Hä, hat die echt so ein Corona? Kann wohl nicht wahr sein. Wo ist ein Kampfgeist? Auch bitte mal ganz kurz und aktiv. Meine Bizeps. Gar nicht mal so groß. Man muss es sich verdienen, auf dieser Plattform stehen zu dir. Also runter mit dir. Meine Brüder mich beeindrucken. Und wie? Und beugen und strecken. Du hast einen Ausdauerwert, hast geknackt, oder? Werden wollen. Die Schneidklippen. Muss echt Schneid haben. Und hier trennt die Kiesel von dem Felsen an. Schlecht. Zeit. Zeit ist gut. Aus dem Weg bitte. Beweg keinen Muskel. Doch, tust du. Mit Zwingen der Schneidklippen. Das geschafft, ja. Und im Fleiß kein Preis, man muss machen. Aus dem Weg, aber locker. Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits zum Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Oh nein. Ich glaube, ich nutze Rivalis Fähigkeit. Hä, der merkt das ja nicht. Rubine sammeln. Oh nee. Das alles zurückgeben. Erklimm die Klippen. Schneidklippen, wenn ich hier rein darf. Finanzielle Stimmen. Nö. Das ist mal schwach für seine Enttäuschung. Nur falls da irgendwie gerade versagen sollten, so will ich doch lieber vorher mal noch. Wo war schon wieder? Hier. Was? So. Jetzt können wir loslegen. Die Regeln ist ganz einfach. Klasse normalerweise hört zu. Seid ihr so ein bisschen nach oben klettern. Was noch Rubine sammeln. Habe ich gerade, ob man noch irgendwelche Ausdauertränke hätte. Versuch's mal, habe genug Kohle. Und wie erklimmt. Wo finde ich die Rubine? Frage mich gerade. Ah, schon gewonnen. Wie Ganon kommt jetzt. Wieso 100? Also wenn ich hier absteige, war. Als Wieso, weil ich nicht genau weiß, der beste Weg jeweils ist, aber ja. So, kurz absteigen. Ich glaube ja generell, wenn man dann eine volle Ausdauerleiste hat, ist das, behaupte ich jetzt einfach mal, kein Problem. Wenn es gleich sehen, ob es wirklich so ist. Da wieder rüber. So, kurz erholen. Darüber. Ganon, ich warn dich. Ich warn dich, Alter. Natürlich kommt er. Geschafft, Mann! Und direkt Ganon wieder vertrieben. Ausgezeichnet! Reife Leistung, wie viele Rubin hast du nicht genommen? 100. Und Ausdauerhärte hast du geschafft. Der Besten der Besten. Oh, wieder ein Goron, der unser Bruder ist. Das Bruder.
Und Ganon. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Im Spiel der Blutmond, privat habe ich gerade den Vollmond hinter mir. Lustig. Der Blutmond im Prinzip ein Witz ist. Also wie war das? Das kann ich auch mehrmals machen. Ernsthaft jetzt? Wo sind da mal die Arbeiten? Genau, das Richtige. Nee. Wobei natürlich Rubinen zusammen ist natürlich auch geil. Dann geht es so ganz kurz darum zu gucken, was hier oben. Weil, ja, es sind hier 5 Dinger. Okay. Da ist doch schon ein bisschen auffällig. Also ein paar kann ich nehmen, andere nicht. Und warum kann ich die ich nehmen kann, darunter hat's nichts. Hä? Die Crocs mich gerade ein bisschen verarschen. Ja, warte, auf den war ich schon. Achso, das Schild, der hat von oben ein bisschen anders ausgesehen. Meine Güte. So. Die Schneidklippen. Ja, da muss echt Schneid haben. Naja. Und nimm noch kein Grund in einem Da im Namen. Ja, wenn ich einfach irgendwie recherchieren würde, aber... Ein kleiner Teil in mir, der will das nicht. Wenn wir so anschreien, cool. Mein Name ist Gua Ticho, du hast die Prüfung bestanden. Woher wusste der, dass der Gorone draußen... Ich meine, auch die Aufmachung des Tempels, des Schreins, ich meine, klar, vielleicht weiß er, dass draußen der Gorone steht, und ich deswegen schon eine Prüfung gemacht habe, und deswegen du hast die Prüfung bestanden. Aber... Hat er deswegen extra einen Tempel neu angegangen, von wegen, oh, du hast die Prüfung gemacht, okay, jetzt muss er keiner mehr machen. Sehr merkwürdig. Eisgroßschwert, noch eins. Ich habe keinen Platz in der Tasche. Doch. Den habe ich. Rein mit dem scheiß Bumerang. So. Ich würde sogar sagen, nehmen wir das Eisteil direkt mit. Ja. Eisschwert im Vulkan. Das muss cool werden. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Du bist der Held, der jedem gefällt. In der Hand der Göttin Hylia fleischt ein Zeichen der Währung. Ein normales Zeichen! Yeah! Und jetzt beende ich den Part, Mann. Ich muss mal aufs Klo. Er hat wohl ein bisschen zu lange sich verkniffen. So, egal. Oh, Leute. Schneidclip. Naja. Nicht schlecht eigentlich, war. Aber ja, ist natürlich kein Namen nicht ganz geprüft von dem Gron hier, aber kann natürlich nicht der sein, den ich suche, weil... Ja, jetzt sehe ich sowieso. Weil wenn der weg wäre, hätte nichts mehr zum Prüfen war, also wäre auch fehl. Gut, dann. Ich bin ja immer noch hier. Mal alles ein bisschen angucken, kann ja auch nicht schaden. Da wäre ein Totenkopfteich. Da war ich also schon mal. Warum? Keine Ahnung mehr. War ich hier oben auch schon. Alles abgestorben, ey.
Moment. Ah ne, das ist ein Tod. Ja, das ist ein Totenkopf. Quatsch, das ist eine Höhle. Ja, sieht ein bisschen anders aus, aber nee, das ist nichts Besonderes. Aber da vorne könnte noch was sein. Und irgendwann soll er vielleicht auch mal das hier machen, wa? Wo ist jetzt? Hier oben? Nee. Hier, an der Spitze. Da muss ich recht mal hin. Vor allem sollte das ja auch ziemlich episch nach aussehen dort. Wir wissen eh, dass da noch ein Schrein ist und so weiter, also, ja. Ja, also ist das ein Ausguck. Oh, super. Hä? Blitze? Warte, hier Blitze. Oh, jetzt. Jetzt haben sie Blitze, jetzt haben sie Blitze. Die machen doch Witze. Normale Klamotten plus das Add-on. So. Ich treffe. Oh. Sag mal. Ach, piept's wohl. Oh, nicht getroffen. Hier piept's wohl. Hey, wo ist mein Kopfmann? Da ist er nicht mehr. Könnte man ihn doch eigentlich zunutze machen, wa? Mir macht er nichts, aber den wird er gleich ziemlich wehtun. Servus! Und dann blitzt er weg, super. Ups! Entschuldigung! Was ist das gerade? Oh. Ach so, ist der da drüben, gar nicht gesehen. Wo ist der Aufwind? Ah, hier. So, welcher Arsch mit Ohren will hier was auf die Fresse haben? Runter mit dir. Das war knapp. Nö, nö. No Bombis. Bombpfeile nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Nee, die Bockdinger können wir gerne behalten. Wie komme ich jetzt hier hoch? Oh, come on. Aua. Holzpfeile, sehr gut. Das ist noch ein Erzbohrer. Von denen gibt es so selten. Erzbohrer sind so selten. Scheiße, ey. Was ist hier los? Oder sind das einfach so seltsame Gestrüppe? Was zum... Ah, das war sehr seltsam. Dann war ich jetzt hier auch. Das war durchaus interessant für die Optik und so, aber ansonsten... Gut, da wird es in der Richtung Akala-Institut gehen. Natürlich auch eine Option. Was will ich jetzt eigentlich in den nächsten Parts zunächst machen, wa? Ich würde erstmal sagen, Amiibos wäre eine gute Option hier. Ja, ich glaube schon. Wir müssen Amiibos endlich mal wieder machen.
Ja, das ist also Ranellspitze, ja genau. Und anderes mal machen, das sind die Orni-Dinger. Starken Geruch zu finden. Ja. Da eben halt ein. Aber hatten wir irgendwo schon einen starken Geruch? Ich. Überlege, es fällt mir aber nichts ein. Verdammter Kacke. Ja. Lass mal das noch machen. Naja, wir sehen sie dann. Freunde, mal Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, ja, definitiv bis zum nächsten Mal. Tschüss!